Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Genauer gesagt, es handelt sich hierbei um ein neues Format meiner Videos, ein zusätzliches Format. Ich nenne es Chrüsimüsi. Die aus meiner Gruppe, die wissen schon, um was es geht. Übrigens, die Facebook-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal nachschauen. Und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Weshalb mache ich dieses Format überhaupt? Es ist ja so, man sollte auf YouTube eigentlich 1 bis 2 Videos wöchentlich veröffentlichen, damit ein Kanal wachsen kann, erfolgreich werden kann. Und ich denke, es ist ja auch verständlich, wenn ich das eigentlich auch möchte, dass der Kanal wächst. Weil für mich mache ich das Ganze ja nicht. Weshalb denn auch? Ich mache das für euch, damit ihr seht, was ich so mache und vielleicht etwas lernen könnt. Problematisch an der ganzen Sache ist einfach, ich komme zeitlich nicht hin. Das heißt, ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich arbeite 100%, habe eine Familie, einen kleinen Sohn. Ich schaffe es einfach nicht, wöchentlich 1 bis 2 Videos zu produzieren, weil die ganzen Werkstattvideos, die sind auch ziemlich aufwendig mit Schneiden, Bearbeiten und so weiter. Deshalb habe ich mir jetzt ein Format gesucht, was schnell aufgenommen ist, schnell bearbeitet werden kann und auch schnell hochgeladen werden kann. Somit habt ihr wöchentlich ein Video und mir wird da etwas der Druck weggenommen und die anderen Videos zu Projekten, zu Pfeifen und so weiter, die werden nach wie vor unverändert kommen. Das heißt aber auch, wie vorher auch, ziemlich unregelmäßig, weil ich komme einfach nicht jedes Wochenende dazu, etwas in der Werkstatt zu machen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Trotzdem möchte ich euch Content bieten und in Form von diesem Chrüsimüsi, glaube ich, kann ich das schaffen. Das Chrüsimüsi wird jeden Sonntag 19 Uhr kommen. Somit könnt ihr dann sonntags nach dem Abendessen könnt ihr euch das Video gleich reinziehen. Die anderen Videos, wenn eins kommt, habe ich mich entschlossen, wird das immer Mittwoch kommen, mittwochs um 17 Uhr, wenn ihr Feierabend habt, dass ihr euch das ansehen könnt. Ich habe ja auch schon in meiner Facebook-Gruppe einen Post gemacht, eben wegen dieses Chrüsimüsi. Da habe ich auch erwähnt, dass ich mir etwas mehr Unterstützung erhofft hätte. Ich habe mir das ganze YouTube-Ding nicht so schwierig vorgestellt. Da möchte ich euch einfach auch bitten, dass ihr halt regelmäßig die Videos liked, vielleicht mal einen Kommentar unter das Video schreibt, meinen Kanal abonniert, meinen Kanal euren Freunden empfehlt oder über die Socials verbreitet. Da würde mich natürlich sehr freuen. Es würde mich halt auch extrem motivieren, weil ich sehe es ja eigentlich nur an den Klickzahlen, an den Likes, respektive Dislikes und an den Kommentaren, wie ein Video ankommt oder eben auch nicht. Und ich denke, ihr könnt mich schon verstehen, dass ich auch etwas, ich sage jetzt mal, Erfolg haben möchte mit meinem Kanal. Ich bin halt schon immer ziemlich ehrgeizig, wenn ich irgendwas mache. Ich möchte auch, dass das anerkannt wird, weil ansonsten geht mir da ziemlich schnell die Puste aus, respektive die Freude daran verfliegt dann. Weil dann bastle ich lieber für mich und kann es machen, wie ich will, kann Musik hören. Das geht ja auch nicht, wenn ich Videos drehe. Nun zum eigentlichen Chrüsimüsi-Thema, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar wollte ich euch mal kurz informieren, was als nächstes noch so für Projekte in Form von Videos kommen. Vor mir habe ich da schon ein Projekt. Das gibt es Untergestell für meine Bandsäge. Wenn ihr meine Videos schaut, habt ihr ja mitgekriegt, dass mir da den Motor verbrannt hat. Da habe ich jetzt einen neuen Motor und da möchte ich gerne ein neues Untergestell für bauen. Dann wird noch natürlich meine Pfeifen werde ich weitermachen.
Was auch noch kommen wird, ein Werkstattrundgang wieder, weil es hat sich einiges verändert in meiner Werkstatt. Haben sicher einige mitgekriegt. Ich bin jetzt durch mit meinen Werkbänken. Ich habe alle aufgestellt, habe eine neue Drechselbank. Das möchte ich euch natürlich alles zeigen. Das wird kommen. Dann werde ich wieder öfter Livestreams machen. Aus den Livestreams kommen ja dann auch die Projektvideos eigentlich. Also wenn es ums Pfeifenbauen geht, weil in den Livestreams werde ich hauptsächlich Pfeifen bauen. Pfeifen oder E-Pfeifen, also hauptsächlich E-Pfeifen, manchmal vielleicht auch Tabakpfeifen, werden wir dann sehen. Und die werde ich dann dementsprechend zusammenschneiden und in vielleicht 2, 3, 4, 5 Folgen, da muss ich dann schauen, zusammenfassen, zusammenschneiden und in kompakte Videos bündeln. Ich sag's mal so. Was ich noch erwähnen wollte, es wird dann in Zukunft in diesem Krüsimüsi wird dann News geben, auch zum Beispiel, wenn ich neues Werkzeug gekauft habe oder einfach, ich werde da einfach drüber diskutieren, was einfach so aktuell anliegt, sei das über Projekte, sei es über meine Werkstatt, über Werkzeuge, vielleicht auch mal über mein Privatleben, werden wir dann sehen. Dann war es das heute schon mit diesem Krüsimüsi. Ich hoffe, euch gefällt dieses kompakte Format und ihr wollt das öfters sehen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr das öfter sehen wollt oder eben nicht. Unten habe ich, wie gesagt, die Facebook-Gruppe verlinkt. Ich habe auch meinen Twitch-Kanal verlinkt, wo die Livestreams stattfinden. Die übrigens, wenn es einen gibt, ist der immer sonntags ab 13 Uhr bis, je nach Lust und Laune, 15, 16, 17, 18, 19 Uhr, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe und Energie dafür. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zum nächsten Krüsimüsi oder nächsten Video aus meiner Werkstatt. In dem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Krüsimüsi. Geilster Name. Wow.